Blick op Europa eng neue Missionioun ha vu Strasburg desfoch Merci fir no kucken an herzlich willkommen. Dat is so, dat man desfoch ha ënnerrennerem eng ganz Party Suje mir ënnerrennerem zwee Sugéen, die ich dat als Budget als Position vum Europaparlament zum Budget, Well das jo so, dat Kommission eng Proposition mcht. Parlament huet eng Proposition an de Conseil am Parlament an de Conseil mussssen sech eens ginn, do leimer nach 2009 de Hummerlon a puer wochen Zeit fir an enger Konziliatioun am Fong eng gemeinsam Positionioun ze fannen. Ich werd an noch Wammer déi Fond hun noch do Bagoen an eng eng Missionioun nëmmen iwwer de Budget. Zum Erbesprogramm, den Erbesprogramm vun der Kommission gët am Fong bestimmt engerseits vun der Aktualitéit natierlech Migration, Asylpolitik, Flüchtlingsproblematik, Bannesecherheet, Bausesecherheet, dat sinn Themen, wo d Kommission sech permanent muss mat beschäftigen. Doriwer aus an den einzelnen Sektoren sinn natierlech awer immer ëmmerem gespannt fir ze wëssen, wat Kommission dat nächst Joer fir schlägt, weil Kommission huet jo d'Initiativrecht fir Apps 4 ze schloen. An Apps wat engerseits der Subsidiaritéit entspricht dann noch der Proportionalitéit, dann op der anderen Seite an dem Moment eng Plus-Value fir Europa durchstellen. Ich will mich op zwei Themenbereiche, wo ich auch konkret darauf schaffen, dass die wisst am Transport an noch am sozialer Beschäftigungsausschuss. Ich will mich ein bisschen op die zwei Sujeten konzentrieren, also an nicht so in wat Kommission do vier geschlungen. Das heißt, wenn in den Transport hält, da geht auf der einen Seite immer mehr verbunden mit Klimaschutz, Klimaproblematik, und dadurch muss der Transport, die in ganz Party von den Anstrengungen, die an anderen Bereichen gemerkt sind, die deren opfrisst. Und dafür muss der Transport umso mehr stärker in nächster Zeit reagieren, reglementiert gehen. Und dort die Kommission will es verschiedene Propositionen zu machen für mehr emissionsfrei Gefährer, bei den Kamion, bei den Bussen, bei den Autos, aber auch am Bereich von der Luftfahrt, wo sie ganz stark sich orientieren und dem Aufkommen, was auf internationalem bei der ICAO von Chinas, natürlich auch die Schifffahrt, ein ganz wichtiger Sektor, wo sie sich auch darum kümmern. Und da gibt es dann eine ganze paar Initiativen. Es gibt auch eine Initiative, eine Revision von der Direktive über den kombinierten Verkehr. Das wird ganz wichtig, dass wir dann in Zukunft auch immer mehr abkommt. Dann natürlich auch ein bisschen den Transport, die Revision für den Busmarkt, für die Liberalisierung vom Busmarkt nach ein Not zu gucken, eine Revision, die schon längst überfällig ist. Und da werde ich auch probieren, darauf zu schaffen. Dann natürlich ein bisschen am Sozialbereich, also am Transport, aber auch am Sozialbereich vom Transport. Das ist eine Kombination, die mir ganz gut leid. Wo ich da kann am Transport mich abbringen an die Sozialaspekte. Das heißt, da gibt die 561, die im Moment am Anfang die Lenkzeiten und die Ruhezeiten von den Chauffeuren reglementiert, mit all dem, was das beinhaltet, mit all den Komplikationen, die wir im Moment haben, gibt neu gemacht, als längst überfällig, dass die muss neu gemacht gehen. Und dann natürlich auch die Qualifikationen von den Chauffeuren auf europäischem Niveau, etwas, wo wir schon für eine Zeit auch darauf gefordert haben, am Anfang, dass die so neu gemerkt gehen, das heißt Kompetenzen von den Chauffeuren, Qualifikationen, Lizenzen von dem ganzen Sektor, für das mehr einfach zu kriegen und noch mehr fairen Wettbewerb herzustellen. Dann hat hier auch eine Direktive über die Sicherheit am Straßenverkehr, aber nicht Sicherheit, alles, was das Fuhrverhalten anbelangt. Auch das ist wichtig, aber hier geht es mehr um die Infrastrukturen und auch um die Sicherheit an den Tunnelen. Das heißt, etwas, was auch immer mehr abkommt, aber wo muss darauf geschafft gehen. Und da könnte eine Direktiv, wenn über die ganze Leasingmarkt und noch die Voiturenservicen, alles das soll ein bisschen vereinfacht gehen und noch mehr konkret reglementiert gehen. Im Moment haben wir eine helle Wohl für Systeme. Und das ist schlecht und das für einen europäischen Bandenmarkt, die gut soll funktionieren, ist das schlecht. Gleichzeitig dazu muss man auch nach einer anderen Direktive, die auch an den Bereich geht, das ist ein einheitliches europäisches Mautsystem. Das heißt eine Tax für Eurovignette, zum Beispiel das E-System. Es gibt in der Zwischenzeit an Deutschland mit der Maut an anderen Ländern große Unterschiede. Und da muss eine europäische Lösung gefunden gehen. Und zwar nach dem Motto User Payers, das heißt der Benutzer soll auch bezahlen. Das heißt, wer mehr eine Infrastruktur benutzt, wer mehr verschmutzt, wer noch mehr soll bezahlen. Am Sozialbereich ist es so, dass man
eigentlich op dem soziale Pilier do wolle schaffen. Kommission hat ugekënnech an Zukunft ze definieren, wat ass als wichtig an Europa am Sozialbereich. Do hunn seg öffentlich Unheierung gemacht, die leef nach bis Ende des Jahres, dat heißt, iwwer Internet kann jeder sich abbringen, wat hier ënnert wat seg perélech Menung ass zum sozialen Europa. Und da scheren sich natürlich ein paar Sachen raus, die gibt es an der Zwischenzeit auch wees. Das heißt, als ein Arbeitsschutz, erstens mal als Arbeit, als Schutz auf der Arbeit, natürlich auch die ganzen Chômage-Indemnisationen, aber auch für allem den Arbeitszeit, den Droit du Travail, also ist wichtig, das nicht nur Lohn an Arbeitszeit, damit das geht alles viel mehr weit, auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für das besser zu kriegen. Und da muss ich sagen, für mich persönlich, als Sozialpolitik, wie ich gerade gesagt habe, nicht nur Lohn an Arbeitsbedingungen, mit geht darüber raus, zum Beispiel Gesundheit, Gesundheitsschutz, das für mich Sozialpolitik, Bildung natürlich auch wenn das an der Kompetenz von der Memberstaaten leider kann trotzdem die Europäische Union übergeordnet etwas machen. Wenn keine Möglichkeit hat, von Anfang an zu einer gewissen Bildung zu kommen, kriegt er noch automatisch soziale Probleme, und das gilt, wie gesagt, zu vermeiden. Natürlich auch ein Punkt, den es wichtig ist, das ist die Direktive vom Travailleur détaché, wo man auch schon ein bisschen drauf schaffen, aber auch nicht richtig viel kommen. Verschiedene Länder, 14 Länder haben sich schon distanziert von der Proposition von der Kommission, die am Anfang sieht, gleiche Lohn für gleiche Arbeit auf derselben Platz, wollen sich davon distanzieren. Auch ein ganz paar die Arbeitgeberverbände wollen do von der Business Europe und so weiter heute ganz negativ erwähnen aufgehen. Das ist aber für uns ein Vorgabe für am Anfang mehr fairen Wettbewerb zu kreieren innerhalb vom Binnenmarkt und noch zweitens für viel mehr Sozialschutz zu kreieren. Im Moment braucht ja nicht mehr den Mindestlohn angehalten zu gehen. In Zukunft sollen das allgemein verbindliche Kollektivverträge sein mit allem, was das beinhaltet. Dann nach Punkt ich hatte vor 2 Wochen hatte ich den Paul Galles, der den Europäischen Bürgerpreis gekriegt hat. Ich hatte den auf Besuch an meiner Sendung und wir haben über den Europäischen Solidaritätskorps geschwärzt. Der soll noch Formen ukriegen, der soll bis Ende des Jahres stehen, für dass die Jungen an den freiwilligen Dienst gehen können, für an Katastrophengebieten zu helfen, und für auf diese Manier auch Erfahrung zu sammeln, und noch dem Moment Kontakte, die sich bilden, die für das Leben lang wichtig sind. Den Binnenmarkt hatte ich schon genannt, das heißt alles, was Telekommunikation ist, alles, was Urheberrechte sind, Digitalkontrakte. Das Geoblocking ist natürlich für uns immens wichtig. Wenn wir Sachen sollen auf Lützeburg geliefert kriegen, das geht verschiedentlich geht das nicht. Das heißt, muss in einer Adresse am Ausland gehen oder das kann effektiv nicht von der Leistung profitieren. Das soll alles geguckt gehen, das soll alles vereinfacht gehen. Migration hatte ich schon gesagt, Sicherheit auch. Danach vielleicht zum Handel. Handel ist im Moment durch eben die Opposition, die sich rundherum gebildet hat, wenn ich so rundherum, dann aber am Anfang nimmer an 5, 6 Länder, gegen die Freihandelsaufkommens, die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten, wo ich auch ganz skeptisch bin, die ganz undurchsichtig sind. Da bin ich, wie gesagt, ganz skeptisch. Ich da an ferner Opposition dazu. Per Konter zum CETA muss ich so einen Sinn als Bedenken, die wir am Anfang hatten, sind en cours de route ausgeräumt gehen, sodass wir hier einen Akkord haben, den wichtig ist, den noch kann. Leider im Moment noch nicht unterschrieben gibt beim Abholen von dieser Sendung. Wir sind aber ganz zuversichtlich, dass, wenn ich auch mit meinen belgischen Kollegen schwätze, dann ist das einfach so, dass der dann an den nächsten Tagen oder Wochen trotzdem von hinten den Appui wird fallen. Was ich aber wollte sagen, ist, dass das nicht die ersten Freihandelsaufkommen sind. Wir verhandeln schon 30, 40, 50 Jahre Freihandelsaufkommen. Wir haben übrigens so mit Kanada, wir haben da mit Singapur, was zwar noch ein kleines Problem ist, mit Südkorea, mit all den Ländern, haben wir da mit den afrikanischen Staaten. Aber in Zukunft noch dabei können, mit Chile, mit Neuseeland, mit Australien werden wir verhandeln an Schwerten der Oppositionsplattform, die sich da gebildet hat. Denen wird der nicht ausgehen. Ich begrüße, dass sie das gucken, dass sie da mitwillen schaffen. Ich begrüße hier die Opposition, die sich machen, was sie kritisch positiv ist. Das heißt, nicht von hier an alles auflehnen, mehr gucken, was sind Ängste, was sind Sorgen von den Bürgern, an die dann in dem
Parlament mat abbringen. An da schaffen wir auch drop, wir sind die ganze Zeit am Gang, wir sind Rolo am Gang, op dem Akkord zu schaffen mat Japan, dat heißt, wir sind am Anfang, wir haben noch Kommissionen, die regelmäßig Service Juridik, die regelmäßig mat angebunden ist, also dat heißt, das ist nicht so, wie wann dat ging am stillen Kämmerlein, wie en so schön seht, gemerkt gin. Und dafür mengen ich, dass das auch ein ganz wichtiges Kapitel Memberstädte Gio amfang der Kommission, wéi dat dann europäesche Vertrag firgesinn ass e Mandat. Natürlich son se dat Mandat iwwer wären, natürlich son Nationalparlamenter Mandat mat iwwer wären agebonnen sinn, sinn ich absolut dafir. Mit trotzdem fir Lot carrément géint Freihandelsaufkommen oder géint freien Handel ze sinn, dat feiert da zu Protektionismus, dat feiert da Zreck. Durch Handel als Wohlstanden Sternen, durch die Aufkommes sind wir zu dem Wohlstand kommen in Europa, den wir haben. Also ich meine, es gilt, auf dem wir vier zu fuhren, für dadurch, wie gesagt, in Zukunft nach können, wo es zum Geschäft gehen, Arbeitsplätze Geschäft gehen, die am Anfang andere Menschen geht, zu gut kommen. Soweit für Straßburg, pardon. Das ist so, dass wir, wie ich gesagt habe, am Anfang nach einer Sendung über das Budget machen und dann werden wir da ein bisschen mehr im Detail angehen, ob das die Überlegungen vom Parlament, wie zum Beispiel Mesuren an Jugendgarantie, Mesuren an diesem Bereich, an dem Bereich, ich werde dann an einer extra Sendung darüber gehen. Wie gesagt, vielmals merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.